Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus Christus. Ik freue mich, wat die boodschap ver te brengen. Wat ik kan jullie verbrengen, dat is allemaal goed, dat we kan God zijn woord brokken dat hou. En ik ben zit van de Samaria zal me vrij dat ik niet brok, wat er meer ongeveer wat ik aan te beiden heb. Ik zei dat mij allemaal. En dat is zo goed, want we ons kan God zijn woord nemen en dat hou brokken, de gemeente ver te brengen. So ik wil van jou best reden van wat de onderscheid is tussen wanneer we ons op onze ene kracht verloren doen, oder wanneer we ons op Gods ene kracht verloren doen, wo we aan Sachen staan doen. En we weten, wanneer we ons op onze ene kracht verloren doen, dan staan we recht sicher. Aber wanneer we ons op Gods ene kracht verloren doen, ik heb me den Thema gewählt, sicher in Gods ene Macht. So, en ik weet niet, als je het nog mal so dat, wanneer je in Gott sein Wort wählen, dann zu lesen, und auf einmal dann komm je bis hastig auf einen Platz, wo je lesen da, und dann denke ich bis so, wow, das ist ein Serien. So geht mir das Werk, in Anfangswerk, als ich in Gott sein Wort lesen dann, und ich habe mich mit Psalm, den 27. Psalm, als ich den lesen, da ich wirklich abgebrochen, mutig, mich freut, weil ich da lesen da, von den Gedanken, was der König David hat, was er geschrieben hat. Ik lees veel van de psalm, ik lees de alle. Wanneer ik ben lezen heb, dan vind ik allemaal veel troost bij. En zo ging het hier waar, als ik den 27. psalm lezen dat van David zijn gedanken. Ik dacht bloß, dat wird wirklich een grote aanstelling wat hij heeft. En zo ik wil zijn, maar een tijd dat erlopen wordt, welk durch den 27. psalm waar ik gaan. En ik wil ook veel woord bijspelen, brokken daarvan, van wo David God zijn kracht brokken deed. Ich habe anverloren, da ich auch was von 1. Samuel, das 17. Kapitel auch lesen, da wird von reden. So der erste Vers hier, Psalm 27, Vers 1, sagt ein von David seine Psalm. Der Herr ist mein Licht in meiner Radung, für wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, in der ich sicher stehe. Für wem soll ich mich ängsten? So heißt es, in dieser Kraft durchsteht er sicher. Sagt er so, für wem soll ich mich ängsten? Ich glaube, dass wenn ihr in eine politische Bibel habt und gucken, was die Überschriften sein, dass bei das Kapitel, ich glaube, das sagt, wie Gott im Verkrüb. Ich glaube, das wird sein, wie Gott verkrüben, dich bei Beamten zu sein. Das, was der Schreiber hier sich gewählt hat, diese Überschrift hier zu geben. So, wenn wir uns Beamten verkrüben, dann da ist Sicherheit. So, das erste sagt er hier, dass David schreibt hier, dass der Herr ist mein Licht. So, der Herr ist mein Licht, sagt er. In 1. Johannes 8, Vers 12 sagt er auch, seht, er selbst wird dort Licht. Auch in Johannes 8, Vers 12 sagt er, dann redet Jesus vor zu den Menschen da und sagt, ich sehe das Licht für diese Welt. Wer mit mir geht nicht im Düsteren, aber wird das lebensbringende Licht haben. Die Jan, der wird das lebensbringende Licht haben, wer in Arm wandeln wird. So, hier ist das Licht. Und das ist, was David von reden. Er sagt, das ist mein Licht. Das wird das Licht, was er brauchen wird. Und er wisst, dass am fehlt das Licht, am fehlt Gott. Am Leiden und Führen in sein Leben. Und er weiß, dass in das Licht, da wird er sicher an. Und er sagt auch, dass er wird seine Lebenskraft, er wird seine Radung und auch seine Lebenskraft. So er hat mehrere Punkte, was er hier brauchen wird, was er glauben wird, was er sein wird, von was Gott ist. Er ist sein Licht und er ist seine Radung und er ist auch seine Lebenskraft. Und wo er sicher stehen wird. So, und Jesus selbst sagt auch, dass er ist das Licht für die Welt. Und er wisst auch, dass er wird seine Radung. Ich glaube, wenn er hier reden von er wird seine Radung, ich glaube, er meint hier vielleicht zu sein, mein Verstehen nur, vielleicht zu sein, dass wo oftmals Gott am Gerät hat von den Gefahren, wo er werden wird. Wenn er in der Gefahr wie er in seine Finden so wieder immer war, hat er erfahren, dass Gott am Gerät hat von seinen Finden. Das ist vielleicht das Thema, das von begrieben. Und wir wollten oftmals in der Schrift lesen, wie von wo die Israeliten hatten viel Krieg gegen die Philister.
So oftmals hier wieder, dass ich in Krieg mit dir, in wo David auch zu gehen wird, ein Tiden Luther in sein Leben. Und so, sie haben viel Krieg in die Philister. Und David auch, und er wusste, dass der Herr hat am 14 Rat von dir. So, wir wollen von dem bisschen sein, was der Unterschied ist, wenn wir uns ab Menschen verloren, da nicht Menschen ihre Kraft, oder ab unsere eine Kraft, oder in Gott seine Kraft, wenn wir uns ab die verloren tun. Und wir wissen, dass die Israeliten, die verleiten sich ab ihre eine Kraft, ab ihre eine Macht, und sie kommen einerseits gegen die Philister, und die Philister verleiten sich ab ihre Kraft. Sie haben noch eine Kraft, wo sie sich ab verloren leiden, und sie haben einen Mann, wo sie in ihrer Armee brücken leiden, und sie leiten den vorabgehen, das wird ihr Lehrer, das wird ab dem, was sie sich verloren leiden, das wird ihre Macht und ihre Kraft. So soll er in den vorabgehen, gegen Israel zu kriegen. Und sie kommen einerseits auch mit dem Krieg, wo sie angeladen leiden, in 1. Samuel 17, das 17. Kapitel, da redet davon, dass sie kommen, als sie im Krieg angeladen leiden, kommen sie bei einer Stadt, wo sie mit dem Stallstand kommen. Sie können nicht wieder. Sie kommen mit einer Wasser Stadt, da wollen sie kriegen, und sie retten am Krieg, aber sie kommen dann nicht wieder. Aber da kommen sie. Sie werden sozusagen, da wird eine Schlucht, wo sie kommen leiden, und eine Seite von der Schlucht, da werden die Philister, und das Seite von der Schlucht, da werden die Israeliten. Und bei da kommen sie mit einem Stallstand, weil es da haben durch jeden Stand, was durch jeden anstehen leid. Das sagt in 1. Samuel 17, Vers 3, und sie haben ein Tool zwischen sich, und die Philister werden ab dem Boy an eine Seite, und die Israeliten ab dem Boy an der andere Seite. In Vers 8 sagt er, in Hei stöhnt es, hier wird der Ries, der große Stärke, ab dem die Philister sich abverloren leiden, was er macht wir. Hei stöhnt und raubt der Israeliten, sagt er, warum habt ihr uns so versammelt zum Kriegen? Ich sehe ein starker Soldat von den Philister, so heißt er selbst von sich selbst, ich sehe ein starker Soldat für die Philister. Und die sind soll seine Männer. Und wählt einen von jenen Männern und lässt dem hier nur mir kommen. So hieß ich meistens von hier vielleicht so zu sein, dass die leben nicht wert zu sein, weil sie sind soll seine Soldaten. Wählt ihn bloß einen von ihnen, dann kommt ihr in mich. Und Vers 9 sagt er, wenn die mit mir kämpfen und mir Tod merken kann, dann war wir jene deiner sein. Und wenn ich je in Arm gewinnen, da in Arm Tod merke, dann war je unsere deiner sein, in uns dein. So das ist, was er entgegeben, und er sagt, er will bloß ein von jenen, die wollen wir alle je mir kommen, bloß ein, will ein. Nehmt ihr ein, was der je mir kommen kann. Und dann sagt er, verstehen sogar, das hat er hier noch recht sogar betrotzen, sagt er, und der Philister trotz der Israeliten. Und sägt mal einen von jenen Männern ut und schickt den her, dass wir miteinander kämpfen. So hat er hier sogar den betrotzen, er wird ganz brav. Hij wird groot, hij wird raten als zij, zodat ze het beeldje moet weten wat er jij mee wat komt. En kijk maar wat er passieren deed met de Philister, met de Israëlieten. Dat zegt in vers 11, in Saul en zijn mannen, dessen Hirden verschrak aan dat Seier, en ze hadden Seier Angst. So hier, diese Geschichte, wenn wir hier von dieser Geschichte lesen, dann, ich dachte, dass Jürgen vielleicht leben, ich hatte hier eine Sonntagsschule-Lektion für Jünger gemerkt. Einmal was diese Geschichte gebraucht in der Sonntagsschule, das ist von David und Goliath, das hielt sich mit einer Geschichte für Kinder. Aber weißt ihr was, in der Wirklichkeit, das ist eine Geschichte für uns Christen Gott, für die und für mich. Wo wir können sein, wo wir uns ab Gott verloren können. Und hier kommt es sich darum, dass sie verleiten sich ab der Kraft, von ihrer Kraft, was sie haben. So hier wird ein großer Mann, ab wem die Philister sich ab verloren leiden, das wird der, was sie verabschieden leiden, der wird ihre Kraft. In der Israeliten kriegt so, dass sie auch Saul und seine Männer, das hier verschrak an dort sei, und sie hatten Angst. So die ganze Armee hat Angst für diesen ein Philister, was da stehen leiden, was kriegen, der soll ankommen und je in Arm kämpfen. Und sie wollen sich das nicht. Und das sagt in Vers 16, wenn wir übergehen, Vers 16, dass das passiert für 40 Tage. Über einen Monat, 40 Tage, was das anhalten, wo das Philister, das große Ries, und wir lesen dann von denen, die wir eben schon hören, dass wir ein großer, gewaltiger Mensch, der hat Gewehren, was ganz anders wären als der andere, was da wären. So hier stund er für 40 Tage, sagt er, 2-mal am Tag kam er raus und raubt er und soll mal wem schauen. Und sie hatten immer Angst und erschrocken für diesen großen Mann.
für diese Menschenkraft. Haben sie Angst vor, weil sie verleiten sich aber eine Kraft. Sie denken sich, beobachten diesen Großen, dann leben sie jeden den, werden sie viel kleiner als was wir so die erschrecken sich und wollen sich dann nicht jeden den zu gehen. Und dann haben wir, ich war mir der falschen Ülo und ich will nicht die ganze Geschichte lesen von vertalen, aber ich will das Wort von den Punkten hier mitnehmen. Und dann haben sich über dem so Raum, als David geschickt wird von seinem Vater, soll mal gucken, wo das stehen mit der Armee, weil David hat, ich glaube, 2 oder 3 von seinen Brüdern, was hier auch in dieser Armee wären, was da schaffen für Saul im Krieg. So, der wird bedeutet am Tag und wundert, was mit der gehen geht. So, er schickt David. David wird ein Hort, er wird Tüß. Er schafft für seinen Vater nach Oben, der Schubshorden, Heiden. Und so, er bestellt David, er soll mal gehen, checken, was mit seinen Brüdern stehen geht. Also, das Geld ging mit dir, oder was mit dir wir. Er möchte was eten, reiten, soll er seine Brüder das bringen. So, David kam hier so zu sein in das Bild nennen. So, hier wird er noch ein junger, jugendlicher Jung. Und kam hier hin und er traf das hier so an, dass das Philister, der da war, Spaten, und Kraut und Hahn und so wieder. Und er jeden das kriegt es dort. Und David kam da, kriegt Maden, mank ernt, und er sagte da, was da angehen geht. Und da sagt er in Vers 26, und David sagt zu dem, der Besitz am Stund, also mit dem, was er der Taub wird, als er der Hand kam, als er Maden ernt kommt, sagt er zu dem, was der Besitz am Stund, was wollen sie für den tun, der den Philister anbringt und dessen Schon von Israel wegnimmt. Und dann hat er hier eine Frau gesagt, und wer ist das anbeschnittene Philister, dass er den lebenden Gott, seinen Herr, so trotzen hat? So, er wisst, dass diese Saul, seine Soldaten, dort wären von Gott geschickte Männer. So, er sagt, wer ist das anbeschnittene Philister, dass der Gott, seinen Herr, wo es das so trotzen tun? Und dann wisst er, dass er früher soll sich beim Wehren zu schicken, mit ihm zu kriegen. Und David ging in den Saal und er baut sich selbst an, er sagt, ich will jeden den gehen. Schick mich doch an. Ich soll bei uns zu gehen, jeden, das ist ein großer Mensch. Und wir weiten, wenn wir die Geschichte mit wieder lesen, das sagt er, dass Saul wohl David sogar proben, anzureden sein, dass er soll nicht jeden den gehen will. Er sagt, du bist noch so ein junger, jugendlicher Mann und das Philister ist ein großer Ries, der ist auch von Jugend an, was er utiliert erst am Kriegen. So haben wir einen sehr macher Mensch, und jeden Arm, er sagt, du hast keine Kraft gegen den. Aber David, der hat keine Angst, er sagt, ich gehe gegen den. Und dann vertelt er ihm die Geschichte von was mit ihm passiert wird, als er seine Schub durchgeheilt hat, während am zu Tiden auch Laufs und Bohren angekommen, am Proben der Schub zu kriegen, und er hat beschützt, und Gott hat ihn bewahrt. Und er sagt in Vers 37, das 17. Kapitel, sagt er, der Herr hat mich von den Kleiven von Lev und von den Kleiven von Bohr gerat, und er wird mich von dessen Philister seine Kleiven raten. So habe ich sich ganz sicher, also der hat mich dort gerat, Gott hat mich da gerat, und sagt, du eine vor wir, und er wird hier gehen, dessen Philister auch. So eine Konfidenz hat er an Gott. Er wusste, dass Gott, der kann ihm raten, und er würde ihm hier auch raten. Er wird sein Radar. Und so probierte er, Saul zu convincen, dass er ihm würde gehen. Und dann schließlich sagt Saul, und Saul sagt zu David, go und mach der Herr mit dir senden. So ich habe hier, David hat keine Furcht. Er wird wollen gehen, dessen zu gehen. Hat er den verglichen mit Gott? Er wusste, dass sein Gott wird viel höher als das nebenscheuer Mensch. So, und David ging gegen den. Und dann darf ich sich reiben an den gehen. Saul wollte nach sogar den bekleiden mit seinen Soldatenkleider. Und er probiert es anzutragen, aber das wird viel zu groß für ihn. Das wird alles für ganz erwachsene Menschen, für ausgewachsene Menschen. Und dann wird das einmal gleich antragen und sagt, no, das wird, er kann gleich gehen, den gehen, aber er tragt so 3 Üten, ging ohne Kleider da Hand, gehen, das sind großen Riesen. Und er ging in Gott seine Kraft. Und als er dann am Weg wieder Hand ging, du an den Tol nähern, dann sagt er in Vers 44, dann sagt David zu dem Philister, du kämpfst nur mir mit einem Schwert, und einem Spiss, und eine Schmiedstange. Und wenn wir lesen dann von was von der großen Gewehren der hat, das sagt er nach gleich, wo schwer die werden und so wieder, aber ich will auch nicht alle übergehen, aber der hat Gewehren, was der viel gerade manche werden, als der andere Soldaten alle hatten. Und David sagt, du kämpfst nur mir mit einem Schwert, und einem Spiss, und einer Schmiedstange, aber ich komme die im Namen von den Herrn.
Das ist, was seine Kraft wird. Er sagt, ich komme dir in den Namen des Herrn, der alles regiert und der Gott über das israelitische Heer ist, wonen du getrotzt hast. So er sagt, du hast den getrotzt. Ich komme nicht in dessen Namen, in Gott den Herrn sein Namen. Und dann sagt er, und all die, was von der hier sind, wollen weiten, dass der Herr nicht mit Schwert und Spiss ans Raden wird. So, hey, wisst das, wir bekannt mit den Herrn seine Kraft. In die Kraft kam er in dessen, nicht in seine eine Kraft. Wisst das gut, wird viel natter aus dieser, in seine eine Kraft hat gemacht. Aber er kann Gott und er hat vorher Erfahrungen gehabt mit Gott und wisst das, wo er am Gerat hat und er wird hier auch. Und er sagt, von der wollen die Menschen das sein. Von der wollen die Menschen das sein, die wollen die Erfahrungen merken, dass er nicht jeden Menschen mit Schwert und Spiss kämpfen. Und wir wissen, dass oftmals hatten die Leute auch Krieg mit den Philister, nicht bloß hier, aber David hat jedem Mal, was er sich in die Gefahr sahen, die Philister aus den Kämpfen, in David wieder eine Lebensgefahr. Und sogar auch in Saul selbst, als David ist eine solche Trick kam durch eine Stadt näher, sie hatten bara sich gehabt gegen die Philister, kamen sie in Hüsten, die Menschen, die waren doch voll angeworden, sie waren gehört haben, sie hüpften und tanzen, die celebraten vielleicht, dass sie bara hatten sich gehabt gegen die Philister. Über dem hat David gelehrt, so sie lobten David dafür, dass die sehen, die singen und tanzen und sehen, dass Saul hat seine Düsende gewonnen, durchgeschlagen, aber David hat seine Tierdüsende. Weil in das Wort soll sein, dass David hier mehr Anerkennung kriegt, als er kriegt. Und so er kriegt schlechte Gedanken gegen David. Er wird dann aufgänzig. Und wenn du das Schrift aufgänzt, er wird aufgänzig, dass er mehr Anerkennung kriegt, als er gekriegt hat. Er wird gedacht, ich kann nicht. Aber das ist dort passiert dort. So wir sehen, dass in Samuel 18, Vers 7 sagt, Saul hat seine Düsende geschlagen und David seine Tierdüsende. Und das mögt am Dal gehen David und so habe ich doch in die Gefahr von denen sogar. Aber er kam immer weiter, kam er weg von denen, auch, was er einmal probieren abzubringen. Und Saul hat einen Sohn, der heißt Jonathan, und der wird sagen, ein Freund mit David. Und der kam am Warning, er sagt, in 1. Samuel 19. Kapitel, Vers 2 sagt, Jonathan sagt zu David, mein Vater Saul sägt einen Weg, die Arm zu bringen. So er wusste, er wollte den Arm bringen. So ich kann mal David eine Warnung geben. Er sagt, nu pass ab, morgen Samarias, sei ab, versteckt die und komm nicht über die. So er gab ihm eine Warnung und sagt, mein Vater will die da umgehen, der will die anbringen. So er gab ihm hier eine Warnung. Und dann sagt er in der Geschichte, dass Jonathan sie sehen, der Probe, seinen Vater zu bereden, dass er soll andenken, David, der hat die geholfen. Sie hatten sich gekriegt, wer ist David? Er wieder an sieht, und warum er einmal dort merken. Und so er probiert seinen Vater zu bereden, er soll das nicht tun. Er soll nicht am dort merken. Das ist David und Jonathan mir sagen, der Freund, und über Saul probiert ihn umzubringen. Und er sagt zu seinem Vater, er hat uns geholfen. In 1. Samuel 19, Vers 5 sagt er sagt, er sah sein Leben aufs Spiel, als er den Philister dort mögt. Das hat er sein Vater sagt. Und der Herr Israel dann so sehr gewonnen hat. Du sagst dort in Freds die Tau. So er sagt, du wirst dir auch die Sache kriegen, du Freds die Tau. Warum wirst du die dann nu versenden und Ascheljet Blut verjeiten? Warum wirst du David anbringen, wenn er nicht den Tod verdient hat? So hier will sie sehen, sie in einen Vater sogar denken haben, er da dann sagt, warum wirst du den mal anbringen? Er hat uns geholfen, er ist an sie sieht. Und dann sagt er, Vers 6, in Saul horchte Jonathan, und er versprach ihm, dass so sicher als der Herr lebt, wo David nicht anbringen. So hier versprach er, ich will ihm nicht tun, ich will ihm nicht anbringen. Aber er hält nicht sein Wort. Lothar dann haben sie weiter, kriegt ja in die Philister, und sie gewonnen weiter, und hier kriegt er weiter, doch wohl weiter Anerkennung, und dann kommt er in beiden Jäst weiter ab Saul, und er wollte den weiter dort merken. Das sagt in 1. Samuel 19, Vers 8, du wirst nach weiter in Kampf mit den Philister, und David ging mit den Truppen, also mit der Armee, jähen an, und schlug sehr viel von der Tod.
in der ewigen Randen von am Bach. So, und das wird was passiert. Und dann Vers 9 sagt er, dann kämen beide Gäste vom Herrn ab Saul, als er in sein Haus satt, in den Spiss in seiner Hand hat, David spielt Rutz mit seiner Haupt. Weil David hat eine Arbeit, er schafft für diesen König in seiner Arbeit, wie er die Haupt spielen. Wenn einmal er arrüig wird, wenn Saul arrüig wird, dann kriegt einen schlechten Jäs, was am Ewigheim, dann hat David kommen und soll die Haupt spielen von ihm, dass er dann beruhigen. So, das was hier war, aber nu als er das passt, als er hier deed, krieg er die Gedanken, dass das ist der David, was all der Anerkennung kriegt. Dann kommen wir am besten Jäs an. Und er will am Tod machen. Dann sagt er, verstehen, und Saul probt David an der Wand, non zu spalen mit seinem Spiss. Aber David möchte sich aus dem Stich und der Spiss bleibt von der Wand stehen. So, er kam weg von dessen Saul. Aber er probt am Tod zu merken, aber immer war das Gott am beschützen und bewahren, dass er wegkam von der Gefahren, wo er bin wir. Und das ist, was die Kart bloß ein bisschen eine Geschichte von wo Gott sich stark bewiesen hat in David sein Leben, was er alles erfahren hat. Und Gott hat ein Verlangen, dass wir uns auch sollen ab Arm verloren, ab seine Kraft. Und auch in Psalm 147, Vers 11 sagt er, der Herr hat seine Freiheit an die Arm fürchten, die ihre Hoffnung in seine Treuheit gelebt haben. Also der Herr hat seine Freiheit an all die sich ab Arm verloren tun. Die brauchen sich nicht fürchten. Weil in Kriegsjahr man uns sagt, wir brauchen uns gleich fürchten, wenn wir Gott an unsere Seite haben und wir arm sehen aus unserer Kraft für unser Leben, für alles, was wir auch durchgehen tun, am Freitag. Er hat ein Verlangen, dass wir das tun. Ich kann das Hebräer 13, Vers 6 auch sagen, so können wir in Vertrauen sein, der Herr ist der mich hält. Ich will mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? So wird ihr, wenn wir Gott seine Macht in uns haben und wir arm Leute regieren durch uns, dann sind dann, was das für Menschen sind, wer das ist, die können uns dann nicht antun. Das soll sein, denn die israelitische Armee, die verleiten sich bei der eine Kraft, und die sagen dort mit ihrer eigenen Übung, was für uns stehen, und dass wir dann manche Menschen für uns sagen, dass es von das allmählich wie diejenigen, die kämpfen, und sie wollen nicht sicher, weil sie kicken nur ihre eigene Kraft. Kriegst du damals als Moses was spielen, nur das versprochene Land schicken, dann so mal kicken, dass das Land wirklich so gut wie als irgendwie gesagt worden, und so schicken Tieren für 12, glaube ich nicht. 12 Stück vorab, die sollen gehen, das Land ausspielen, dass es so gut wie das gesagt wird und so weiter. Und sie fangen dann auch so an, dass wir sehr gut über, da wir ein Riesen in das Land. Die stehen in einem Stich. Die sind die nicht haben. Sie kommen reisen, die das Jahr kicken und hier ist das Frucht, so haben sie sogar was Frucht mitgebracht. Die sehen, hier ist das Frucht, ich kann sein, das Land ist wirklich sehr reich, das ist sehr reiches Land. Dann sind sie über. Da sind ein Riesen da in das Land, die wir nicht können gehen. So sie hatten Furcht die und verschrocken auch. So sie kickten auch weiter, verglichen sich mit, wo Ernte loten deiden und wo das große Menschen loten deiden. Damit deiden sie sich meten, mit ihrer eigenen Kraft. Sie kickten nicht mit die Herrscher nur Gott, wo groß Gott ist. Das war David aber deid. Und so er verleiht sich ganz ab den Herrn. Und man nu, weil ich wieder gehen nur Psalmen, das 27. Kapitel war, das sagt, wenn mir eine Armee überfallen würde, deswegen würde mein Herz sich nicht fürchten. Und wenn je in mir würde Krieg utbrechen, würde ich mich auch dann ab die verloren. So er wisst das, wenn da eine große Armee je ankommen, würde Krieg utbrechen, würde er sich ab am verloren. Er will seine Kraft. Und er hat ein Verlangen. Dessen Verlangen hat er, dass das Gott, den er auf seine Seite hat, der für ewig, für immer wird bei ihm bleiben, dass er wird dich bei ihm bleiben kann. Ich gleich die 4. Vers, was das hier sein, wenn ihr, du hast ja 13, da hier in Psalm 7, finde ich, die 4. Vers. Er sagt, du hast eint, dort ich den Herrn bad. So er hat hier ein Verlangen, du hast eint, was ich an den Herrn bad. Was ich jeden haben möchte, das ist, dass ich mein ganzes Leben in Gott sein Haus bleiben kann, zu sein, wo herrlich der Herr ist.
und arm in seinen Tempel zu segnen. Das ist, was sein Verlangen wird. Sein Verlangen wird, dass er für ewig wird bei Gott bleiben. Das ist ein Wort von Gott Verlangen, wir dort nicht sagen, nicht? Für alle uns, wenn wir auch so ein Verlangen haben, ist dort, sagen, das ist ein Leben, was ich mir wünschen darf, wenn ich kann für ewig bei dir bleiben. So sollen wir uns vielleicht mal fragen, was ist uns Verlangen? Was ist uns ganz geradster Verlangen? Das heißt hier mit von das will sie geradster Verlangen, was er hat. Er sagt, du hast eint am dort ich den Herrn bad. So, wenn wir uns Leben wird, und dort wir gleich dort, weil er können wir arm für ewig bleiben, mit arm tot sein. Dann sagt der Vers 5, wenn ich im Trouble komme, wird er mich in seine Wohnung sicher holen. Er wird mich in sein Zelt verstärken und mich auf den hohen Stein sicherstellen. So, er sagt hier sozusagen vielleicht, in arm sie ich sicher. Er wird mir zum hinstellen, wo ich sicher will sein. Er wird sich haben in sein Leben, wenn er arm und seine Sieg hat. Dann sagt der Vers 6, dann wird mein Kopf hoch über meine Feinde, die ran mir sind, gehoben worden, deswegen, wo ich arm in sein Zelt mit Frieden abverbringe, in Loben und Dank leider singen. So ein Hort hat er, so ein Hort hat David. Er wird Gott loben, er weiß, dass in arm wird er sicher. Und er wird am loben und Dank leider singen zu arm. Und dann sagt der Vers 7 doch noch, was er hier fragt, Herr, hear mir, wenn ich Lüd schrie, hab Mitleid mit mir und gib mir eine Antwort. Hier sich hiermit von Herrn an, bloß noch was er denken halten, dass wenn ich im Trouble sehe, wenn ich ausschrien dürne die, horch mich. Wenn ich Lüd schrie, hab Mitleid mit mir und gib mir eine Antwort. Dann sagt er, als du seht, komm, seg mich, seht mein Hort zu die, wo ich mich segen. So heißt es, wenn Gott am gerufen hat, er soll sich arm segnen. Was er sich gewählt hat zu tun. Er sagt, die, wo ich mich segnen. Ich dachte an, wofür können wir, wenn wir im Trouble sind, seg wir dann auch nur Gott, check wie eine Arm, nur seine Macht, da wir trägt in uns Leben sein, wo er uns geholfen hat in unseren Tiden. Und dann können wir auch voller Vertrauen sein, ob diesen Herrn, der mir in der Vergangenheit geholfen hat, der wird mir auch wieder helfen, der wird mir hier helfen, wo immer ich mich fängt, wo ich sehe. Und dann wird das ist. Wir begegnen vielleicht nicht so eine Riesen aus der Israeliten hier da, aber wir haben vielleicht andere Dinge, wo wir jeden Stand haben, wo der Feind vielleicht jeden uns ist. Und wir kicken da an und denken so, das ist allmählich für mich. Ich kann hier gleich gehen. Das ist allmählich für mich zu sein. Weil wir möchten uns gehen, dort gehen uns gehen, stand mit unserer eigenen Kraft. Und deswegen haben wir oftmals nicht Sieg, weil wir verloren uns auf unsere eigene Kraft. In unsere eigene Kraft, wo wir so viel an, dann voll gekart. Man kann das nicht. So deswegen jetzt, er sagt, Gott, in Gott seine Arms ist er sicher. Du hast seine Macht. Vers 9 sagt, dann verstärkt ihn Gesicht nicht für mich. Schickt ihn deiner nicht in euer Dreh. Du wirst dir mein Helfer. So er sagte, du wirst dir mein Helfer, dann steht mir nicht dreh und verlot mich nicht. Oh Gott, mein Radar. So hier sagt er, oh Gott, mein Radar. So als er in der ersten Vers sagt, er sagt, er wird seine Radar und er wird seine Lebenskraft. So hier, dass er sogar Frauen oder er nicht auf einmal soll, er hat vielleicht, hier sich hiermit von er vielleicht Angst hat, auf einmal würde er am Dreh steigen, vielleicht würde er auf einmal nicht kommen halten, würde er am Tazit schüben, aber deswegen fragt er soll am nicht Dreh steigen. Dann steigt mir nicht Dreh und verlot mich nicht, oh Gott, mein Radar. Und dann sagt er, und wenn mein Vater und meine Mutter mich auch verloren, der Herr wird sich mich annehmen. So heißt, wenn der andere mich verloren und sogar meine Eltern, wenn die mich wurden verloren, der Herr, der wird sich mich annehmen. Dann war ich da angehören. Der Herr wird sich mich annehmen. Und dann sagt er auch, in sein Verlangen wird, dass er wird wiesen, wohnt der Reich, der Weg wird zu gehen. Check mal in den nächsten Vers. Da fragt er sich, der Herr, wies mir den rechten Weg.
wies mir den rechten Weg. Auch ein sehr schöner Wunsch, nicht? Dass er ein Verlangen hat, dass Gott ihm wird wiesen, wo der rechte Weg ist, wo er gehen soll. Und lädt mir auf eine gleiche Bohn. Lädt mir auf eine gleiche Bohn, weil es meine Feinde Rami sind. So heißt er hier, er wird zu allen Tiden, jeden Tag wird er in eine Gefahr. Und er hat vielleicht eine Zeit nicht rot, was er soll tun. So dann sagt er hier, wiese mir den rechten Weg. Wo ist der rechte Weg, was ich soll tun? Was für eine Entscheidung soll ich mir merken? Weil es ein Feinde an mich, der segen mich umzubringen zu allen Tiden. Und lädt mir auf eine gleiche Bohn, weil es meine Feinde an mich sind, sagt er. So ist ein sehr schöner Verlangen, was er hier hat. Dass er wird anweisen, was er soll tun. Kijk, das auch bei dem Psalm 119, Vers 104 sagt, dass dein Wort ist meine Lampe, mir den Weg zu wiesen. So sein Wort, Gott sein Wort, dort wird er, was am den rechten Weg kann wiesen. Er wird das Licht, er wird die Lampe, mir den rechten Weg zu wiesen. In ein Licht, mir den Stich zu bedachen. So weißt du, wenn wir Gott sein Wort haben, wenn wir arme Rotfrauen tun, eine Führung, eine Leitung und alles, was wir tun, er ist sozusagen eine Lampe, als wenn wir am Dienstag gehen tun. Wenn wir am Dienstag gehen tun, wir haben nicht ein Flaschlicht, ich weiß nicht, wie geht das gehen, mir ist es sehr schön, wenn ich nochmal danach eins vor gehen tun, und das ist ganz stark dies da, und dann kann ich ein Licht, eine Kiel mit geschätzt, teilen oder eins vor. Weil ihr dann viel an einem Licht haben, in den Stich zu bedachten, und er weiß, wo er gehen wird. Und so ist das vielleicht hier ein bisschen nur sein Leben. Und oftmals so wie im Leben auch am Dienstag gehen, und dann viel ans Licht haben, ans Wiesen, ans den Stich zu bedachten. Das ist, was er sagt, was er ist, was sein Wort ist. Sagt, dein Wort ist eine Lampe. So wir gehen oftmals, wo wir am Dienstag gehen, und wo uns auch das Licht fehlt, das ist eine Lampe, ans den Stich zu bedachten. Das wird der erste Fall sein, dass der Herr ist mein Licht. Das wird er sein, der Herr ist mein Licht. Der hält mich gehen, wo ich gehen soll. Und dann sagt er in Vers 12, war er drin, Psalm 27, Vers 12, jef mich nicht eben nur meine Feinde ihren Wellen, willst du beschuldigen mich mit Dingen, die ich niemals getan habe, und planen mich zu quälen. So aschelig oftmals proben am zu quälen. Der Feind wird Raum an und proben am zu quälen. Für welche aschelige Dinge. Und er fragt eine Beschätzung für dich. Und dann sagt er, ich glaube überdacht, dass ich das Gute vom Herrn nach hier in das Leben je erlohnt sein will. Was brauche ich hier zu sagen? Mir hilft sich meistens von sagen, dass ich nach die gute Dinge, wo ich noch erfahren in meinem Leben, ehe ich sterben will, wo ich die guten Dinge noch beleben von ihm. Er sagt, ich glaube überdacht, dass ich das Gute vom Herrn nach hier in das Leben je erlohnt sein will. Und dann sagt er uns hier rot, sagt er, rechnen mit den Herrn, Vers 14. Sie stark und vom Herzen mutig. Vom Herzen mutig, in rechnen mit den Herrn, das er hier wiederholen. In rechnen mit den Herrn. Auf Englisch sagt er, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Sagt er, again, wait, I say, on the Lord. So oftmals, dass er uns hier Rot geben, was wir sollen tun. Und ich glaube, wir sollen uns den Rot annehmen von ihm. Psalm 37, Vers 4 sagt, hab deine Freude an den Herrn, der wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Jeft den Herrn han und verlot die ab arm, und der wird dort gut machen. Er wird das gut machen. Und dann wird wir begegnen tun. In den 23. Psalm, auch ein sehr schöner Psalm, der Vers 3 sagt, er jeft meine Seele nicht. Er jeft meine Seele nie Kraft. Er lädt mich auf die rechte Weg, um sein Namen zu salven. So er sagt, um sein Namen zu salven, lädt er uns auf die rechte Weg. Und dann sagt er, und wenn ich auch durch in diesen Tool gehe, fürchte ich kein Eiglück. Warum? Er sagt, willst du bist bei mir? Willst du bist bei mir? Fürchte ich kein Eiglück. Wenn er um diesen Tool gehen wird. Er sagt, dein Stock und deine Stadt sind mein Trost. So, wo scheint es nicht zu hören, wo David sich
dat is een psalm, wo dat van geschreven hat, aber wir haben veel psalmen, wat hij geschreven hat, wo wir können lesen, von wo hij moedvonk en krachtvonk in Gott. Und er hat Lieder geschrieben davon, Dichter geschrieben, von seinen Erfahrungen von Gott. So, das ist der letzte Vers in das Kapitel hier. So, ich will hier schließen. Ich will bis schließen mit noch ein Vers aus Epheser 6, Vers 10, was Paulus hier zu der Epheser sagt. Er sagt, Talatz sorgt dafür, dass die stark worden durch die Kraft, die der Herr ihnen gibt. Durch die Kraft soll wir stark werden. Nicht in unserer eigenen Kraft. Ich würde sagen, Gott hat Rot unternehmen, nicht wahr? Dass wir uns dort Rot annehmen, dann wird er sein, das ist Gott. Gott wird uns die Kraft geben, wird so sorgt dafür, in der Kraft, der Herr uns geben wird. Und das ist die Kraft, was er sein, was er sich angenommen hat. In Psalm, der erste Vers, 27 Vers 1. Der Herr ist mein Licht, meine Radung, für wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, in der ich sicher stehe. Das wird unsere Kraft soll sein. So wollen wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss von dieser Andacht, von das Kapitel hier, was wir hier durchgegangen sind, wo wir können hören, von wo der König David so viel erfahren hat und gemerkt hat in seinem Leben, und wo er sicher kann stehen mit dir und seiner Seite. Du hast dich immer weiter stark bewiesen in seinem Leben, wo du am Beschützen deitst, am Halten deitst, von er in die Gefahr wir, als er noch ein Hort wie er tüß, dass er für sein Futter schaffen deit, manche Schubheiten deit, wie er in die Gefahr mit von wilde Tieren, und du beschützt am da, und du beschützt am auch gegen dessen großen Philister, den großen Ries, was sozusagen allmählich sagt für Menschen, jeden zu gehen, aber du wirst mit David, als er willens wird jeden am zu gehen, nicht in seine eine Kraft, aber in deine Kraft. Und Gott, ich weiß, wir können auch sichern, wenn wir in die Gefahren geraten, dann, was immer das mag sein, wenn wir Feind haben, was die jeden uns gehen, wenn wir den beiden Feind haben, was uns braucht, einmal dich zu merken, und auch dort zu bringen, wo wir den Ansehen down und checken und leben, dass wir haben nicht sich jeden das. Und wir haben den selben Herrn, den Gott, der wird allmächtig ist und wird uns die Kraft geben. Und du hast ein Verlangen, dass wir auch sollen die ausrufen und Frauen, die, als du was unser Haupt sind, als du was unsere Kraft sind in uns Leben. Gott help uns auch dort unter sein und du nur zu checken, dass wir haben eine Kraft zum Ewigen, was wir brauchen haben, was wir dürfen haben, dass wir nicht brauchen, sichlos weichgehen und weichran von unseren Feinden, aber dass wir können jeden, die kommen sein, ich komme in den Namen des Herrn. In deine Kraft, go wie jeden, den Feind, was uns jeden anstehen wird. Help uns Gott alle Tiden, auch so eine Gedanken zu haben, dass David hat, die anzurufen und Verlangen zu haben, mit die für ewig zu bleiben, für immer in deine Wohnung zu bleiben, in deine Gegend zu sein. Dass wir nicht wollen, ans Wehren weichzugehen, ans Weichzudrehen von die, dass wir auch wollen sein, dass wir wollen für ewig, das ist einer zu leben, und wir als Menschen wollen, dass wir für ewig wollen mit die taub bleiben. Gott, ja, uns auch den Verlangen, wenn wir den nicht alle haben. Und ich danke dir, Gott, für die vielen Dinge, die wir in der Schrift lesen, und die vielen Beispiele, die wir haben, wo wir können uns vertrauen, wo wir können auch sagen, dass das auch für mich gemeint von dir. Dankeschön dafür. Musst du in jedem einen wirklich segnen. Und wenn wir von hier gehen, musst du uns beschützen, jeden, die Feinde, die uns jeden sind. Und die nun beten wir mit Danksagung. Amen.